grüßen dich am Himmelsthron, du Fried am Trost vom ganzen Land. Bei deinem Bild, du Himmelsblau, knecht vom alles Gebur ja kannt. Du gut leif Mann, gut Richterin, du gut leif Mann, leif Königin, Halliver uns, den mächtig Land, bewahr uns klingt, leif himmlisches Land. Doch Tafrift uns in dein Altor, am ist den Tag, an nur ich doch go, mei Licht gezucht, an da mei Klo, wann jetzt dir all sein Lied kaklo. Du gut leif Mann, gut Wächterin, du gut leif Mann, leif Königin, Halliver uns, den mächtig Hand, bewahr uns klingt, leif himmlisches Land. Mit Griechen de Bischof Schottel Hollos. Am de Weihbischof Leo Vater von Fulham Blau. Ein Money von Fulham Blau. An de Jeanne Gille ein Money von Fallemeer. An de Pastor vom Kathedral Anton Dasser. Wir grüßen Altleut, die heißen und auch die dabei mit uns verbunden sind. Das ist der Tag als anders, wie sonst. Weil als Freund könnt nicht mitkommen. Das ist eine schwere Zeit, weil ich nicht kann bei der Familie gehen und kann ich nicht Freunde besitzen gehen. Und viele Leute sind traurig und sie spüren sich lang. Wir feiern Mass für euch alle Freunde. Merci vielmals für die liebe Begrüßung. Und da fangen wir als Mass für und Erträgerin an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Merci, dass da stellvertretend kommen seid. Den Herr Kardinal, ich selber, der Pastoral, den Monje von den Foyer Lumière, mir alle Guten, die wir hier an der Kathedrale, die für Sie sind ganz froh, wir können das Maslo über Livestream mit euch zu feiern. Wie gern hätte man euch hier gesehen, die Kathedrale wäre ausgeräumt gewesen, mit der Rollstuhl hätte können da sein, aus den Foyers hätte können kommen. Aber verschiedene von euch schon mal sogar für Haut extra über Messenger, lief Grüß bestellt, sie grüßen also Kardinal, der noch de Fuller dreht, von Foyer Lumière, sie grüßen den Herr Pastor und mich. Vielmals merci für die live Grüß. Und ihr könnt sicher sein, dass wir mit ganzem Herz mit euch verbunden sind. Wir sagen so dax, dass Mutter Gottes als Himmelsmam ist. Wir alle Guten, die wir hier sind, spüren uns auch als hier Kanner an einem gewissen Sinn. Weil sie ist ja die Mam von der Kirche, und wir sind ob gesund
oder Menschen mit einem spezifischen Besoin, wir alle Guten sind hier Kanner. Sie feiert uns heute Morgen zusammen und sie will, dass wir mit ganzem Herz bei ihrem Jungsinn, dem Jesus. Für das als gelegt frommer am Kyrie sein Erbarmen. Herr, erbarm dich einsach. Herr, erbarm dich einsach. Christus, erbarm dich einsach. Christus, erbarm dich einsach. Herr, erbarm dich einsach. Herr, erbarm dich einsach. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Gott, du gibst Tauben das Gehör und Stummen die Sprache. Wir bitten dich. Öffne unsere Ohren für dein Wort. Löse unsere Zunge für dein Lob. Entzünde das Herz für dich und deine Geschöpfe, damit wir dich loben und preisen, durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. In der Lesung hören wir einen Text aus einem Brief des Apostel Paulus. Paulus hatte ein Leiden, das ganz offensichtlich ein erhebliches Problem für sein Apostelamt darstellte. Welche Behinderung er hatte, wissen wir nicht. Aber manche wollten ihm sein Apostelamt wegen seiner Behinderung aberkennen. Paulus übertrug seine individuelle Erfahrung der Begrenzung auch auf Kirche. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder sind unentbehrlich. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied,
wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwach erscheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir umso mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Machttaten zu wirken, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle übersetzen, strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Dank sei Gott. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Zuflucht meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Eines habe ich vom Herrn erfragt, dieses erbitte ich, im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage meines Lebens. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ich aber bin gewiss zu schauen die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Hoffe auf den Herrn, sei stark und fest sei dein Herz, und hoffe auf den Herrn. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Halleluja, 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 Halleluja.
Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir. In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne, und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Herr Erzbischof, liebe Freunde, der Paulus war clever. Wie war so nicht das? Du musst dich viel drunter nach etwas erzählen. Der Paulus, der war so vom Jesus begeistert, dass wisst ihr, dass er viel gereist ist, auch viel stiert kommt, als du vom Jesus auf vor seinem Operstohen geschwärzt hat. Und so kommen auch an Stadt Korinth, die Haut a Griechenland ist. Zu der Zeit von Paulus und do ungefähr zwischen 50.000 und 80.000 Leute gelebt, also bisschen Männer wie Haut an dieser Stadt. Meint nicht, der Paulus den hätte fertig gebracht, für die 80.000 zum Jesus zu bekehren. Es gaufen kleine Hausgemeinschaften von Christen zu Korinth. 2, 3 Leute, vielleicht Maximum 10, die an engem Haus zusammengekommen sind. Am Ganzen gaufen es vielleicht 100 Christen zu Korinth. Da muss er doch sagen, dass sie mehr hier an der Stadt, aber noch zu viel mehr Freunde vom Jesus, wie damals zu Korinth. Und das Christen, das war ein ganz bunter Mix. Es gab Reicher und ganz Ärmer. Es gab Leute, die hatten, wie gibt so eine Hautstudie gemacht, an einer, die nie eine Schule gesehen hatten. Es gab die hatten einen Deckplatz und es gab Sklaven. Es gab ein Problem. An der Gemeinschaft gab es nicht viel Meinungsverschiedenheiten, Vorurteile, Streit. Das Vorkommt, dass bei dem gemeinsamen Gebet die Reich sich arrogant beholfen vis-à-vis von denen Armen. Und die Gescheit sich ganz angebildet beholfen vis-à-vis von denen Einfachen. Du wirst danach immer nicht viel wert, dass der Paulus clever war. Es lüfte laut Geheimnis. Der Paulus hat immer in ihre Komödie schlichten und du kommen auf eine wunderbare Idee. Ihn hat bei denen zerstrittenen Christen ein Bild gebraucht. Und da hat ihnen wie ein Spiegel für ihr Nuss gehalten. Und das Bild, das benutzt, das von unserem Körper.
den aus vielen unterschiedlichen Delen besteht. Dem Kopf, dem Hals, dem Bauch, den Arm, Fuß, den Bein, also viel. An unser Kopf schon allein, als Nuss, als Ohren, als Mund, als Arm. All denen sie verschieden, aber sie gehören zusammen. Sie machen den einen Körper aus. Dann kann ich zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. An der Kopf kann ich zu den Füßen sagen, ich brauche dich nicht, ich bin nicht auf dich angewiesen. Also der reiche Christ kann nicht zu dem armen Christ sagen, ich brauche dich nicht. Der gescheite Christ kann nicht zu dem anderen sagen, fort mit dir habe ich nichts gemeinsam, du bist zu dumm. Der Paulus sagt also, versteht doch, dass da all zusammen gehört. Jeder Reh von euch ist wichtig, so wie ein Ass. Aber wenn einer an einer Gemeinschaft fehlt, dann ist die ganze Gemeinschaft geschwächt. Der Paulus ist clever. Weil man diesem einfachen Bild sieht, in denen, die immer nicht neu Streit provozieren, wie dumm das sie sind. Wie der Paulus geht nach Schritt mir weit. Seht dir all, Kanner oder Erwursen, reich oder arm, gesund oder krank, dir seht der Leib von Christus. Das ist nicht mehr ein einfaches Bild vom Körper. Mehr loseten, dir Christen, dir Bild Kirche, an das der Leib von Christus. An dieser Gemeinschaft als Christus der Kap. An all die anderen, das sind Deler von dem Leib. An dieser Gemeinschaft göttet viel verschiedene Talente, die dir alle guten hat. Und da zählte Paulus up, hat es gemerkt, was die Leute können. Und zählt nicht das ab, was sie nicht können. Es sieht, da gibt es dabei die sind Aposteln, die können lehren. Andere sind Lehrer, die können also anderen etwas erklären. Andere können gut schwätzen. Die anderen, die sie gut an der Krankenpflege, und so weiter. Jeder kann etwas. Die Kirche lebt, als sie funktioniert wie ein Körper. Kein kann sich etwas auf sich selber abbilden, an den anderen auf die Seite drücken. Wen das möchte, der blessiert den Jesus. Weil wir sind ein Teil von seinem Leib. Wenn ein leidet der ganze Körper, leidet Christus mit. Und dafür sieht Paulus eigentlich, respektiert dich. Urcht in den anderen. Wo den herrlichen Respekt für dem anderen, weil dir sieht der Leib von Christus. Und das ist eine wunderbare Botschaft für uns alle Guten. Jeder von uns ist wichtig. Und das probieren wir ja an unseren Gruppen zu leben. Auf unseren Pelerinagen, an unseren Heimen, an unseren Foyers. Jed verrangem seinen Platz zu gehen, hin zu urchten, ihm zu sagen, was er kann, aber wie wichtig er ist für das Ganze. Egal, ob er spezifisch Besuchen hat, egal ob jung oder alt, jeder hat seinen Wert. Lo zum Schluss nach der Teil. An der Kirche braucht ihn den anderen, weil wir nimmen zusammen der Leib von Christus sind. Denn Herr Kardinal und ich könnten nicht sagen, wir sind Kirche von Lützeburg. Gibt keinen auf die Gedanken kommen. Nimmen all zusammen bilden wir Kirche. An der Jesus hat jed Verreh von uns schrecklich gern. Und ich sage das nicht einfach nimmer so.
Wir haben das nämlich viel drunter hören am Evangelium, wo er sagt, Henas die guten Hirt, die sein Leben Gott für die Schaf. Die Schaf, das ist die Kirche. Das sind wir alle. Und der Jesus hat sein Leben nicht nur für die gesund gehen. Die gesund Schaf. Nicht nur für die Fettschaf. Nicht nur für die, die viel Woll produzieren. Er hat sein Leben hingegeben für sie alle. Als Leben als Christen als nichts anderes wie da zu verstehen. Wann ich es bis verstanden habe, da kann ich mich nicht über den anderen erheben. Weil dafür für Christus ist dasselbe für den Einfachen wie für den Dichtigen. Wir all gehören zum Jesus, das seht als Maria, kein darf draußen bleiben, kein als mannerwertig. Ja, der Paulus ist schlau, aber der Jesus ist lebt. Und das war doch der Paulus. Amen. Unter dem Schutz Marias zu stehen, behütet und geborgen zu sein, das ist eine Gewissheit, die uns gut tut. Maria weiß, was es heißt, Leid zu erfahren, den Tod ihres Sohnes zu erleben. Auch heute will sie uns zu Gott führen, damit wir zu dem beten können, der unser guter Vater sein möchte. Für unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Jean-Claude, unseren Weihbischof Leo und für alle, die zum Dienst in der Kirche berufen sind. Hilf ihnen in ihrer Aufgabe. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Für alle, die in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft Verantwortung tragen, erfülle sie mit deinem Geist. Für alle Mitarbeiter in den Krankenhäusern, den Altersheimen, den Behinderteninstitutionen. Schenk ihnen Kraft und Mut in dieser Zeit. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Für alle Freunde, die dieses Jahr nicht mit uns zur Oktave kommen können. Schenk ihnen Trost und Kraft in dieser schweren Zeit. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Für alle, die in diesen Tagen von einem lieben Menschen Abschied nehmen müssen. Tröste sie in ihrem Schmerz. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
O Gott, dessen Barmherzigkeit ohne Grenzen, dessen Mitleid unerschöpflich ist, schaue gnädig herab auf uns und schenke uns deine Barmherzigkeit durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nimm, o Herr, die Gaben, die wir bringen. Sieh auf uns und segne Brot und Wein. Was wir beten und was wir singen, soll allein für dich unsere Opfergabe sein. Lass uns alle deine Jünger werden. Wer sein Leben mit dir wagt, gewinnt. Denn durch dieses Brot schenkst du uns Leben, selbst wenn wir in dieser Welt gestorben sind. Nimm die Gaben hier von uns entgegen, mache sie für uns zum Sakrament, dass es uns zum ewigen Heile werde. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr, die Kraft des Heiligen Geistes komme auf unsere Gaben und mache sie uns zum Leib und Blut deines Sohnes. Er hat aus Maria, der Jungfrau, unsere Menschennatur angenommen. In dieser heiligen Feier
schenke er uns sein göttliches Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken und dich beim Gedenken an die selige Jungfrau Maria, die Trösterin der Betrübten, zu preisen. Vom Heiligen Geist überschattet, hat sie deinen eingeborenen Sohn empfangen und im Glanz unversehrter Jungfräulichkeit der Welt das ewige Licht geboren, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chor. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden
seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Trösterin der Betrübten, mit dem Heil der Kranken, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Willibrord und allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung schenke der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben, der Hoffnung und der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Jean-Claude, seinen Weihbischof Leo, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und aller, die sich heute uns anschließen über die modernen Medien, und führe sie zu dir. Auch deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen, dass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lo invitieren ich euch, liebe Freunde, dass wir alle zusammen den Vater unser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger. Er sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deines Leibes, deiner Kirche, und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.
und mit deinem Geist. Schwestern und Brüder, gebt euch einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur mein Wort, so wird meine Seele gesund. der Leib und das Blut Christi bewahren uns zum ewigen Leben. Du Passeis Hoffnung trägst drin am Lied, geimat durch Leben eis zugelegt. Du gehst mat heiste Weg, du verstehst
eis am Leben. Du hältst Hand über Eis, feier Eis allzu Fried. Du hast Eis Hoffnung, trägst drin am Lied, geh mal durch Leben, Eis zugelegt. Froh dem Herrgott sein Gnot, für all Mensch ob der Welt. Froh heiß Einheit auf Fried, wat ze summen eis hält. Du hast eis Hoffnung, trägst drin am Lied, geh mal durch Leben, Eis zugelegt. Reize sind an dem Glav, dat verspreche mir dir. Bleib bei Eis Dach für Dach, dankbar sind wir dafür. Du hast Eis Hoffnung, trägst drin am Lied, geh mal durch Leben, Eis zugelegt. Lust mal beten. Allmächtiger Gott, im Sakrament, das wir empfangen haben, verkünden wir den Tod und die Auferstehung deines Sohnes. Schenke uns allen die Kraft, mit der Mutter Jesu unter dem Kreuz zu stehen und das Leiden ihres Sohnes zu teilen, damit wir auch teilhaben an seiner Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Les Freunde von unserer Kommunität der Foi et Lumière, alle Freunde alle Guten, die da dieser Stunde am Gebiet mit uns verbunden sind. Am Namen von Ejal würde ich durch für unsere Trägerin Gebiet von Foi et Lumière und des Jesus richten, wo wir durch Jesus freuen, dass er an dieser Welt von Spannungen zu Frieden stiften möchte. Dass er uns hilft, geduldig mit unseren Schwächten, mit den Schwächten von denen anderen umzugehen und darum zu schaffen. Aber für allem auch mit Courage als Lied zu drohen, an denen Not zu sein, die am Lied sind, nur ein Beispiel von der Mutter Gottes, unserer Trichter. Herr Jesus, du bist an unsere Welt gekommen, für uns dein Pap als Eisepap zu weisen, auch für uns zu lehren, ihn den anderen gern zu haben. Schenk uns den Heiligen Geist, den du uns versprochen hast. Hier soll uns an dieser Welt von Krieg und Uneinigkeit Instrumente von Frieden und Einheit machen. Jesus, du hast uns gerufen, für dir Not zu folgen an einer Kommunität von Foi et Lumière. Wir wollen dir ja so, an einer Gemeinschaft von Lebt leben, an dieser großen Familie, die du uns gegeben hast. Wir als Leiden an als Schwierigkeiten, als Frieden an als Hoffnungen zu teilen. Lehre uns als Verwundungen an als Schwachheiten umzuhüllen,
dass sich gerade an hinnen den Murcht weist. Leia Eis, dein Gesicht, an dein Dosinn zu entdecken an all unsere Schwestern und Brüder, besonders an deine Schwestern. Leia Eis, dir Not zu folgen, Weh vom Evangelium. Jesus, wir vertrauen Eis Maria deiner Mam, die du Eis zur Mam gehen hast. Sie war die Echt, die dich abgeholt hat an ihrem Schoß. Hilf Eis, dich auch abzuholen an Eis, an unsere Gemeinschaften. Hilf Eis, mit hier unter dem Kreuz zu stehen, nur bei den Gekreuzigten von dieser Welt. Hilf Eis, so wie sie, aus der Kraft von dieser Auferstehung zu leben. Amen. Ehrlich ich den Segen gehen, will ich für dich Merci sagen, der Gebärdendolmetscherin, dass die zweite Kehr, dass wir an dem Gottesdienst eine Gebärdendolmetscherin haben. Merci denen, die das ermöglicht tun. Du wennst du mir auch ein bisschen mehr losgeschwärzt und du wennst wir auch viel auf Deutsch. Aber so wollen wir auch als Freunde, die nicht hören können, mit an als Gemeinschaft mit ranholen. Dann eine Suggestion. Das Jahr geht es für die erste Kehr so die Initiative von einem Oktavbrot. Kind das nicht vielleicht doch eine Idee sein für die Gemeinschaften von Foyer et Lumière oder die Wohngemeinschaften an unseren Foyers, dass sie zusammen mit den Betreuern so ein Oktavbrot backt. Da könnt ihr ein Foto machen davon, ihr könnt ich dem anderen oder den Älteren, die daheim sind, die checken und besonders das Brot teilen und dabei ein Gebet zu der Mutter Gottes machen. Das fand ihr alles auf kathol.lu oder auf oktav.lu. Das Rezept fand ihr da. Und ich gebe das immens flott fanden, wenn ihr könnt so eine Aktion nach vielleicht 4 dem Aufschluss von der Oktav machen. Also sieht ihr live. Das nach ein Kajadat illustriert, was wir heute an den Lesungen hören. Dazu und zu den kommenden Zeiten, weil die Last wäre nicht so einfach, froh mit dem Herrgott sein Kraft am Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gott segne euch. Er gebe euch Kraft, füreinander da zu sein. Gott behüte euch. Er halte seine Hände schützend über euch. Gott lasse sein Angesicht über euch leuchten. Er leuchte euch den Weg zu euren Nächsten. Gott sei euch gnädig. Er gebe euch nur so viel auf, wie ihr tragen könnt. Gott gebe euch Frieden. Gott trage euch mit seiner Liebe. Das gewähre euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. O Mam, leef Mam, o Oven, es und es in sich geht. Dein Ohm hast mir gegeben, und jetzt bis an die Kehr. Dein Ohm hast mir gegeben, und jetzt bis an die Kehr.
es sind so weit Geschenken im Mutter Gottes kommt. Wir sollen sich ihr nicht schenken am letzten